So you got your left hand here. Sie haben Ihre linke Hand hier und die rechte ist wie ein Anker. Und dann sollte es funktionieren. Simon Ruland hat Spaß, wenn sich Besucher des Regensburger Lucretia-Marktes an seiner Konstruktion versuchen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gefällt mir. Interessant. Leichter gesagt als gemacht. Das wirklich zum Kombinieren mit den Füßen, das ist gleichzeitig die zum Kriegen, das ist schon... Oh, das ist jetzt der Vorführeffekt. Genau, ich starte zuerst hinten ein bisschen runter, dass es flacher ist. Genau, und jetzt langsam nach vorne. Jawohl. Wunderbar, ich schaffe mir sowas an. Jawohl. Kannst du dich da darstellen? Jawohl, jetzt siehst du aber, was du magst. Sehr cool. Mit der sehr coolen, selbstgebauten sogenannten VIP-Drehbank begeistert Simon Ruland nicht nur Marktbesucher. Das Gerät ist sein Gegenentwurf zur Massenproduktion. Bewusstes, entschleunigtes Arbeiten. Das ist sein Motto. Und das funktioniert ohne Strom. Das ist jetzt die Wippe, die ist jetzt relativ leicht gebaut aus alte Lattenrostteile. Und das ist quasi gleich dann das Pedal, das das Werkstück antreibt. Und oben ist jetzt da nicht ganz historisch korrekt, aber möchte auch nicht sein oder muss ich nicht sein. Ein Gummiband, das wird da gespannt. Das zirkt das dann quasi immer wieder hoch und ist quasi eine Wippbewegung. Das war früher in Deutschland, glaube ich, so bis vielleicht vor 100, 150 Jahren. In England noch länger, bis, glaube rund um den Zweiten Weltkrieg sind da Stuhlbeine gedechselt worden mit solchen Maschinen. Ein Stuhlbein soll es nicht werden. Simon Ruland will aus dem Kirschholzstück eine Spitze für den Christbaum drechseln. Das Pedal zieht die Schnur nach unten. Das Gummiband an zwei elastischen Ästen holt sie wieder nach oben. So dreht sich das Werkstück vor und zurück. Mit einer elektrischen Drechselbank ginge es einfacher. Aber es ist da einfach noch mal viel entspannter, entspannender, ungefährlich. Man gibt den eigenen Rhythmus vor. Es staubt nicht. Wenn es nicht gerade abbricht, die Spitze, gehe ich nachher eigentlich immer entspannter raus, als ich vorher reingegangen bin. Und das ist für Arbeit eigentlich schon ein gutes Merkmal, würde ich sagen. Mit seiner Art des Arbeitens ist Simon Ruland nicht allein. Er teilt sich den Stand mit der Niederländerin Maro Pauwels. Sie ist auf der Durchreise, will hier ihre Holzschüsseln verkaufen und schwört ebenso wie er auf das Beruhigende einer VIP-Drehbank. Ich mag wirklich, dass es einen entschleunigt. Es macht einem bewusst, wie schnell wir gewöhnlich unterwegs sind. Eigentlich habe ich an einer Kunstschule studiert. Dann habe ich viel Holz gesammelt, viele Äste. Und ich fand einen Weg, sie zu verwenden. So habe ich mit dem Schnitzen angefangen. Ich will mal fragen, was das wird. So ein Christbaumspitz. Simon Rulands Arbeitsweise erregt Aufmerksamkeit. Die alte Handarbeit, Wahnsinn. Ja, sehr interessant. Ja, so mit einfachen Mitteln das zu machen, ist super. Jetzt geht schon langsam ans Eingemachte, jetzt wird es da immer dünner. Und das ist immer eine Gratwanderung, da das bezeichnen, weil man natürlich so dünn wie möglich werden will, aber man muss sich einfach dem Material gewissermaßen unterwerfen und schauen, wo das seine Grenzen hat. Weil es da schon sehr dünn und sehr weich ist, dann ist Zeit, dass man jetzt aufhört, bevor es dann da irgendwo abbricht. Ob sich solche Christbaumspitzen auch verkaufen lassen, wird sich später zeigen. Zum Prinzip Entschleunigung gehört für Simon Ruland auch, sich Zeit für sein Publikum zu nehmen. Sich Zeit zu nehmen, um es ein bisschen zu fordern. Mag von euch wer probieren? Ja? Trau dich. Und es ist wichtig, dass du hier ein bisschen die Hand anliegen hast, dass du einen Anker hast. Okay. Dann gibt es hoffentlich die Spaghetti, die fliegen. Mal gucken, was da fliegt. Genau. Hast du mitgemacht? Nee, noch nie. Noch nie. Ja, Schon. ja das war ein guter. Ja. Ja. Also es ist eigentlich ein Anliegen, dass man so ein bisschen unter die Leute hat, das Handwerk, und auch ihnen zeigt,
wie schwer oder wie einfach das ist. Manche fällt es leicht. Die denken, das ist richtig schwer. Manche meinen dann auch, ja, freilich, das kann ich eh. Und dann geht es vielleicht doch nicht so, wie man erwartet. Und dann nehmen wir die Zeit gern und sieht das schon auch als Teil vom Stand, dass jetzt das nicht bloß der Verkauf an sich ist. Drücken wir weiter nach unten, hinten, genau. Ja, und dann. Das ist schwierig. Wenn man selber nicht treten muss, dann nicht. Ja, probieren wir, dass du selber trittst. Und wenn es geht, das ein bisschen größere Bewegung. Ja, genau. Aber ist dann nicht Ja. einfach. Aber die Spaghetti fliegen. Auch eine Kanadierin weiß, mit der Wippdrehbank umzugehen. Ich mag es. Ich schätze, man kriegt den Dreh schon raus. Es war großartig. Es hat so Spaß gemacht zu sehen, wie Menschen Dinge auf traditionelle Weise tun. Sie haben eine recht beherzte Ehefrau. Ja, sie ist toll. Ich liebe sie so sehr. Simon Ruland drechselt nicht nur. Er will aus allem etwas machen. Selbst aus einem schlichten Ast. In aller Ruhe. Ich würde schon sagen, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin und viel beobachte, was da beides sehr wichtig ist, weil man jetzt nicht hudeln sollte, sonst gibt es kreisliche Blumen. Das wäre schade. Denn die Holzblumen sollen Blickfang zum Beispiel in Blumenvasen sein. Ortswechsel. Den gebürtigen Oberpfälzer hat es der Liebe wegen nach Rosenheim verschlagen. Ein Schuppen dient Simon Ruland als Werkstatt für weiteren Weihnachtsschmuck wie Miniaturtannenbäume. Wenn er Zeit hat. Denn er arbeitet sonst beim Münchner Verein Urbanes Wohnen, wo er Außenräume für Kinder und Jugendliche verwirklicht. Zudem schreibt der 30-Jährige gerade an seiner Bachelorarbeit. Ich habe Schreiner gelernt nach dem Abitur, oder erst mal mehr als nur gehabt habe von der Schule. Und habe dann danach ein Jahr im Freilandmuseum gearbeitet, beziehungsweise ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Dann tatsächlich, wieder erwarten, hat es mir doch gelöst zum Studieren. Und habe dann angefangen, soziale Arbeit zu studieren in Landshut. Das hier wird aus einem einzigen Holzstück eine Heiliggeisttaube. Und die benötigt erst einmal ein heißes Bad in der Wohnung. Ich wache jetzt ein bisschen in heißem Wasser ein. Eigentlich macht man die Vögel aus dem frischen Holz. Dann ist das noch biegsamer und der war aber jetzt aus einem trockenen Zirbenholz. Dass die nicht abbrechen, kann man nicht so ein bisschen nachhelfen. Da hat man jetzt da quasi so ein dünnes Scharnier hingeschnitzt. Und die Federn sind dann aufgespalten. Und jetzt hofft man, dass das dünn genug ist, dass es sich biegt, aber auch nicht so dick, dass es abbricht. Eine solche Taube ist vor allem im Bayerischen Wald ein traditioneller Segensbringer, der vor Unheil bewahren soll. Und wie steht es mit der Nachfrage bei den entschleunigt hergestellten Christbaumspitzen? Die kosten alle nicht? Die kosten alle 45. Das ist ein Kirschbaum. Und oben die Spiralen sind recht stabil. Also das haben wir da sofort ins Auge. Hier nehmen wir das. Könnt ihr euch den Deckel nicht auf da? Dann kriegst du nur Gold, oder? Genau, war recht. Wir haben sowas noch nie gesehen. Muss ich jetzt mal sagen, es gibt ja die aus Glas, die aus Acryl und Engel und Schlag. Das ist natürlich, finde ich gut. Jawohl, dann ist die für euch. Wir tauschen auch. Weihnachten. Jawohl, euch auch. Das Geschäft läuft. Doch mit entschleunigter Arbeit, mit Slow Work, wie man auch neudeutsch sagt, geht eben auch die Produktion recht gemächlich. Wenn man jetzt das schnelle Geld verdienen will, ist man mit der Slow Work oder mit dem Grünholzschnitzen, glaube ich, am falschen Platz. Aber es hat für mich schon einen unheimlichen Wert. Auch für mein Leben, glaube ich, macht es unheimlich besser oder reicher. Es macht mich schon sehr glücklich, würde ich sagen, wenn man jetzt Reichtum nicht mit Geld definiert.